Habe die Nasenbär. Ich bin der Granti, ich zocke gerne Computerspiele und heute rede ich das zweite Mal sauber zu lang über Deponia. Oder nachdem er unserem Haupt- und Selbstdarsteller Rufus ungefähr 15 Sekunden beim Existieren zugeschaut hat, wo er nach seinem was weiß ich wievielten gescheiterten Versuch, den Wertstoffhof zu entkommen, den er Heimatplanet nennen muss, hat er es diesmal zumindest bis auf ein Vehikel geschafft, dessen er hypothetisch an sein Zielbringer hätte können. Eine Art Paradies namens Elysium, auf dem er sich das Leben erhofft, das er seiner Meinung nach verdient hat. Mit der Meinung steht er allerdings relativ verloren auf weiter Flur und das zu Recht, weil verdient hat er eher ein 3-Jahres-Backerl verhaltenstherapeutischer Mongschurber zum Nehmen dreimal täglich. Nachdem er durch seinen eskapistischen Exkurs eine illusianische Edeldame erdwärts geschickt hat, und besagte Dame dann hauptsächlich damit beschäftigt war, bewusstlos rumzulegen, haben wir beschlossen, ihren Espresso zusammenzubanschen, den vermutlich sogar ein Medizinstudent in der Klausurenphase als ein wenig gar beschreiben darf. In Erwartung ewiger Dankbarkeit und vermutlich einer Ersatzmama trichtert man ihr die Mischung nahe, als wäre es eine Gruppe 15-Jähriger auf ihrem ersten Festival. Aber statt 3 Gedächtnisverluste, 2 auspumpte Mägen und einem Dutzend vollgespielte Schlafsäcke ist das Resultat tatsächlich als erwünschte. Goal wacht auf und revanchiert sie angemessen. Wer war das? Ich war das. Rufus? Alles okay bei dir? Puh. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Wenigstens dürfen wir jetzt in Ruhe mit ihrer reden, was für das meiste, was wir angelangen, nicht allzu sehr von Erfolg gekrönt ist. Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Und gerade als der Rufus sich vermutlich das erste Mal in seinem Leben mit der Realität arrangieren oder überhaupt beschäftigen darf, Ach, das führt doch zu nichts. fällt irgendeinem Schicksalsgott das Handy ins Klo und während der bis zu seinem allmächtigen Ellbogen in der Schüssel steckt, kriegt der Rufus noch mehr Gelegenheit zu verdeutlichen, woher das Anti in Antiheit kommt. Was habe ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Nach Elysium, ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. They look heavy. Let me take these to your table. Thank you, handsome. The gin and tonic's for my sister, Ruth. Okay. This one is for Stacey. Hello. And if you could hand this one to my boyfriend. Fuck you. Whiskey? Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin, Er wird dich großzügig belohnen. das, großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Unser neuer Auftrag ist also Goals Verlobten Cletus zu kontaktieren und zwar per Funk. Wer funken will, braucht natürlich vor allem eins, einen gescheiten Feierstor. Den muss man dann so herwerkeln, dass er Spitzen und scharfe Kanten kriegt und dann benutzt man, um jemanden unter Androhung von Gewalt ein Feierzeug zum Klauen und dann stellen wir fest, dass wir viel zu viel Zeit in ein hundsmiserables Wortspiel investiert haben, das wir aus Bockigkeit trotzdem im Skript lassen. Wir machen uns also auf die heroische Quest, Funkausrüstung zu finden, zum Beispiel ein Mikrofon. Und da unser Bürgermeister bisher nur Schmarrn geredet hat, nehmen wir einfach seins. Danach holen wir uns bei Lotti nur eine Auskunft, was wir vor Ort für Fernmeldemöglichkeiten haben. Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aber die Post ist geschlossen. Tja, dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare schmieren. Ha? Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Also wenn's bloß das ist, auf einen Diebstahl mehr oder weniger kommt's jetzt auch nicht mehr an. Haha, lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Wacko, wacko, wacko. Ich glaube, die Post hat auf. Postana!
Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nö. Nee, ne? Den Postbot, da fragen wir dann auch gleich mal nach Möglichkeiten aus Kuvak raus zum Funken. Ich warte bloß drauf, dass ich irgendwann aus Versehen Kurva sag. Und die sind zwar nicht komplett gleich null, aber aktuell hilft uns trotzdem keiner davon weiter. Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek, eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Immerhin wissen wir jetzt, dass es 3 Telefone in der Nähe gibt, aber die haben halt nur für Innerortsgespräche. Also entweder können wir den Hochposten irgendwie kapern oder wir schaffen es in den Tresorraum von der Post. Das ist übrigens das Kammer da oben. Was wir hier noch mitkriegen, ist der eventuell harmloseste Fetisch, von dem ich jemals gehört habe. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Oh Gott, irre Rätsel, für das man Mathe braucht. Also entweder das oder ich habe einen Schlaganfall. Riechst du das auch? Ich riech's irgendwie nach einem Mathe-Rätsel. Weißt du, was ich mein? Bist du dumm? Rufus hört außerdem was, das wir nicht hören, weil... Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Ich weiß nicht, warum das wahllose Einfügen von Zungenbrecher irgendwas lustiger machen soll. Findet man nicht nur den gleichen Abdruck nochmal, sondern darf dank dichtem Dornengestrüpp in der Ecken als Hecken wegzwicken bezwecken. Aber viel wichtiger, hat der gerade Katzen gesagt? Eine Katze in einem Laufrad. Okay, das ist jetzt nix, was Peter gefreut hat, aber andererseits frei ich mich auch nicht drüber, dass Peter scheinbar am laufenden Band Viecherl euthanasiert, bei denen das nicht wirklich nötig war. Das Ganze ist natürlich schon ein bisschen vielschichtiger und es gibt durchaus Gründe dafür, die man akzeptieren kann oder nicht, vor dem Hintergrund, dass sich der Verein schon so manchen Scheiß erlaubt hat. Wir dubiose Absprachen mit seinen Gegnern zum Treffer und für gewisse Gegenleistungen dann keine Kampagnen gegen zum Beispiel Wiesenhof zum Fahren. Oder auf Basis schlechter Studien zu behaupten, dass Mulch für Autismus verantwortlich ist. Ich hab's selten was Dummes gehört. Es ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass Autismus von Zahnpasta. Was ich mitnehme, ist jedenfalls, dass Tierschutz bedeuten, Tiere umzubringen. Vielleicht versuche ich es also doch nochmal mit der Laufbahn als Personenschützer. Aber warum genau sind die Minimizis jetzt hier vorhanden? Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Das klingt leider absolut süß und ich will es auf der Stelle hängen. Glücklicherweise haben wir unserer Ex ja dutzendweise Geschenkgutscheine gestohlen, mit denen wir irgendwelche Leute Schraum 2 Weihnachten schenken können oder so. Also gehen wir doch mal ein Backerl auf. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Versand wird initiiert. Ich sage jetzt einfach mal dasselbe, was ich vor 20 Jahren schon gesagt habe, als ich bei der Post gearbeitet habe. Der Langkeit niederbrennt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Gurr. So funktioniert es jedenfalls mit den Backerl und es wird nicht lang dauern, bis wir den Prozess irgendwie versaubern müssen. Das Spiel legt ja nahe, dass wir an den Postbot... Warte mal, Postbot! Fuck, Mann, der hat 13 Jahre braucht! Meine Fresse, das ist die zweitlängste Leitung, auf der ich jemals gestanden bin. Die längste war, dass ich erst irgendwie 25 wären und einen fürchterlichen Flirtversuch hab starten müssen, um einen Witz zum Checker, den ich mit ungefähr 8 Jahren das erste Mal gehört hab. Das mach ich Ananas. Wenn ihr eine Ananas macht, dann bin ich da! Wo waren wir? Ah ja genau, wir müssen an dem Postbot vorbei in den Tresorraum zum Funkgerät, außer wir finden noch Besseres. Und da der Typ so begeistert von Luftpolsterfolie ist, dürfen wir uns jetzt überlegen, wie wir das nutzen könnten. Bevor wir uns damit beschäftigen, kraxelt man allerdings nur zum örtlichen Funkturm auf. Vielleicht können wir uns ja die ganze Arbeit ersparen. Da hockt der Typ, der entspannter gar nicht sein kann, weil in Kuvak nie was los ist. Erst erfahren wir, dass der Klitus schon versucht hat, hier durch zum Telefonieren. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem
Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Und dann verweigert uns dieser Trottel tatsächlich die Benutzung von seinem Gerät. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Was für eine Arbeit! Kerl, du hast weniger zum Tor als jemand, der vor Gericht beweisen muss, dass Keanu Reeves der beste Mensch der Welt ist. This is really going to be breathtaking. You're breathtaking! Jetzt lassen wir uns aber erstmal noch was über die Brieftauben da hinten erzählen. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ist es so? Ich hab die Worte vom Bürgermeister nur im Ohr, als wäre es gestern gewesen. Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Da unser Volksvertreter Nummer 1 mittlerweile sein Mobile Office verlagert hat, schauen wir nochmal in seiner Schlafschublade nach und finden das drum, von dem er Zeit hat. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Das übrigens, nachdem ich es mitgenommen habe, einfach verschwunden ist. Genau wie der Anhalter damals. Was damit schon der zweite Bug ist, der das Spiel unmöglich zu beenden gemacht hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in der Originalversion der Fall war. Also wer sich die Deponia holen möchte, schaut, dass euch nicht die Steam-Version holt. Die hat anscheinend nicht bloß ein paar Bugs, sondern ist eine halbe Käferfarm. Beim zweiten oder dritten Versuch hat es dann funktioniert, aber es ist ungefähr so willkürlich wie der YouTube-Algorithmus. Und eine Erklärung zu dem Magnetfeldmanipulator gibt es übrigens auch nicht, also viel Spaß beim Rausfinden, wie und wo man den Klumpen benutzen soll. Wenigstens wissen wir, dass er mit den Brieftauben zusammenhängt und die wohnen auf dem Dach, also schauen wir uns doch mal um. Vermutlich haben sie sich bei der Delec gedacht, da kommt man schon nur deswegen drauf, weil der Schrank direkt neben den Daumen steht, aber ich war jetzt nicht besser um einen Hinweis gewesen. Anscheinend manipuliert das Ding nicht bloß das Erdmagnetfeld, sondern auch seine eigene Masse, weil was zuerst ausgeschaut hat wie ein billiger Casio-Taschenrechner, füllt jetzt ein komplettes Schrankerl aus. Jedenfalls kommt dann auch wieder ein Minispiel. Aktuell haben wir aber noch gar keine Ahnung, was da zum Tor ist. Das ergibt sich erst nach dem Rumprobieren in der Poststation. Man kann aber in perfekter Übereinstimmung mit Rufus' Charakter auch jetzt schon ohne den blassesten Schimmer einfach umeinander drucken. Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Für den Kontext, das sind 3 verschieden starke Daumen. Daumen habe ich gesagt, nicht Daumen. Sauberes Tor da. Und man muss der schwächsten Daumen die schwersten Backerl zuweisen. Die Lösung ist so simpel, wie es elegant ist. Ich lasse sie mal so stehen. Da das Brieftauben sind, reicht das Verändern vom Magnetfeld aber nicht aus, sondern wir müssen auch noch was damit transportieren lassen, damit das Chaos seinen Lauf nehmen kann. Den Prozess kennen wir ja schon. Jetzt geht es nur noch darum, wie wir sabotieren können. Das Spiel war relativ freigebig mit Tipps, was die Katzen angeht. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Deswegen glaube ich, kann man halbwegs gut auf die Idee kommen, wie man die Katzen beschleunigen oder verlangsamen kann. Wir nennen die zwei jetzt einfach mal Laufkatz und Leckkatz. Ich habe jetzt schon viel zu oft das Wort Katz da drin und ich hasse Wiederholungen. Wie kann man die Leckkatz stattdessen nennen? Laufmeets und Leckmeets lassen Sie in Sachen Arbeitsgeschwindigkeit variieren, indem man es entweder mit Espresso, Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. oder mit Beruhigungsmittel fordern. Wie entspannt sie auf einmal ist. Und wenn wir die richtige Kombi erwischen, schaut das Ganze so aus. Versand wird initiiert. Frankierung wird gescannt. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Da wir ja durch unsere Erdmagnetfeldmanipulation die Tauben mit meiner Statur ins Fach für die Schwarzenegger-Gewichtsklasse gestopft haben, läuft's ja ungefähr, wie wenn mich einer im Fitti fragt, ob ich ihm schnell mal die 30 Kilo Hantel geben kann. Ja, da haben wir jetzt ja quasi einen Teppichboden aus Luftpolsterfolie. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Ich frage mich, woher wohl die Inspiration zu dem Rätsel gekommen sein kann. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Fehler, Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick. Oh yeah. Wie du willst.
Das war ja einfacher als ein kleines Kind zuckerabhängig zu machen. Damit ist der Weg zum Tresor fast frei. Ein kleines Rätsel steht uns aber nur im Weg und das mag ich extrem Jemand gern. hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Es ist eine non-diegetische Angelegenheit und das ist einerseits geschmeidig, weil es die 4. Wand durchbricht und den Spieler anerkennt und andererseits, weil ich damit wieder mal Gelegenheit zum Klugscheißern krieg. Diegetisch heißt im Kontext von Erzählungen, egal ob Film, Birche oder Spiel, dass Epsi innerhalb der gezeigten Welt existiert, also von den Charaktere wahrnehmbar ist. Ein beliebtes Beispiel ist Hintergrundmusik. Ist die jetzt für die Charaktere auch zum Hören oder nur für den Betrachter? Das Rätsel hier ist beispielsweise Epsi, das wir vom Bildschirm lösen und damit ist zumindest die Lösung extra diegetisch, weil die Darstellung und Hervorhebung nicht für Rufus in seiner Welt stattfinden, sondern nur für uns vom PC. Wenn wir jetzt nur die Zahlen auf dem Zettel lesen und die entsprechenden Ziffern aus den Dreierkombinationen eingeben, ist der Weg frei. Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Also wenn der Humor vor dem Spiel ein Viertel war, dann war das der Punkt, wo man es hinter die Schupfern bringt und die Kinder dann nachher Zeit, dass zu seinem Viertelfreund nach Viertelhausen gelaufen ist. Goodbye, Charlie. Yeah, goodbye, Charlie. Goodbye? What? Hey, who is that? Oh, what happened? Oh, they took my freaking kidney. Wir haben jetzt auf jeden Fall am Ziel, nämlich beim Funkgerät. Erst stecken wir uns nur den Wippvogel ein und dann drehen wir am Radl, weil wir nicht am Radl dran können. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Ein Mikrofon haben wir zwar schon einstecken, aber ohne Kopfhörer hilft uns halt ein Scheißdreck. Kopfhörer gibt's eigentlich auch, bloß die hängen nur an einem unglaublich egoistischen Kopf dran. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Das heißt, der Kopf muss weg. Zum Glück haben wir schon Betäubungsmittel und eine Bohrmaschine im Inventar. Ich meine, was ist denn hier die Alternative? In einen Schnellzug Richtung Bahnhof Burnout zu schicken, indem wir alle Telefonleitungen überlasten und uns das Ding dann einfach nehmen? Ich meine, ja, von mir aus machen wir es so, ist mir doch wurscht. Der Postbot hat uns einen Schlüssel zur Vernichtung ja mehr oder weniger in die Hand gegeben, als er uns die 3 örtlichen Telefonanschlüsse verraten hat. Notrufsäule, Bürgermeister-Faxgerät und Gegensprechanlage. Hier ist sowohl kreatives Denken gefragt, als auch die vorher schon erwähnte in dem Spiel dringend notwendige Tendenz zur Misanthropie. Und ich weiß nicht, ob es für mich spricht, dass ich recht wenig Probleme dabei gehabt habe, die Lösungen zu finden, aber der Erfolg gibt mir halt recht. Also, unsere erste Front ist die Notrufsäulen mitten im Dorf. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Und seine Beschwerden werden aber nicht ernst genommen, also braucht man wen anders. Am besten, wenn der Ohrverbrechen nach dem anderen runterrattern kann. Warte mal. Rufus hat Hannes Vogel geklaut. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Bin mal gespannt, ob uns die Aktion später nachspeist. Bis der fertig ist, haben wir mir schon längst den Elysium. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Tatsache, der Bub kriegt eine Nase voll Arbeit. So langsam kommt er ins Schwitzen. Aber natürlich belasten wir es nicht dabei. Erinnert euch an die Simpsons-Folge, wo der Homer so einen Wippvogel vor seine Tastatur gestellt hat, nachdem er mit Absichtsfett für die Arbeit worden ist und der Vogel dann beinahe ein Kernschmelzen verursacht hat, die der Homer durch seine angefressene Wuchtigkeit verhindern hat können? Ja, die Simpsons haben früher in 20 Minuten mehr Geschichten erzählt als manche Filme in 1,5 Stunden. Jedenfalls, einmal das bitte. Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Was macht die Arbeit? Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen blockiert. Wenn noch einer auf die Idee kommt, auf Dauer funkzustellen, drehe ich durch. So, und jetzt zum Todesstoß für sein Nervenkostüm. Die letzte Leitung ist das Gerät, das vermutlich heute nur in jeder deutschen Behörde steht. Und da kriegen wir sogar wieder einen Tipp vom Rufus. Diese Technik ist voll für die Katz. Nachdem wir die Ersatzpostkatzen ohne Patz aus dem Ersatzpostkatzenkasten eingesagt haben, fetzen wir ratzfatz zum Faxkastel, wo wir die Ersatzpostkatzen absetzen. Haha, da kannst du mir einen Schuh aufblasen. Nächster bitte! Katze auf der Tastatur. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Damit gibt's, zumindest nervlich, ein Haifall Schrott mehr auf Deponia und wir können mit Kopfhörer und Mikrogerüste endlich Kontakt zum Kletos aufnehmen. Jetzt kann's losgehen. Ich erspare euch mal wieder ein paar von den Humorperlen, weil's bei näherer Betrachtung eher Klabusterbeeren sind. Junk Fly Hazard in the northern quadrant. Deine Liebe
ist. Man nennt ihn Rufus, Rufus. Und gebe euch mir nur das Wichtigste aus dem Gespräch. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Okay, das versuchen wir gleich nochmal. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Weißt du was, Kletus, du hörst die obere ausgemachter Vollhoden, du hörst jetzt halt Klötus. Wobei der Rufus natürlich kein Deut besser ist. Erst wollte er ohne Rücksicht auf Verluste nach Elysium, wobei er eine Frau beinahe killt hätte, dann möchte er die Frau haben, und zwar, weil es ihn nach Elysium bringen kann, und jetzt sind wir so weit, dass er selbige Frau ihrem Schwanzluch von einem Verlobten überlassen hat, wenn deren Rufus dafür richtig nach Elysium mitnehmen hat. Elysium, ich komme. Eigentlich finde ich es natürlich immer eine gute Voraussetzung für einen Point-and-Click-Anti-Helden, dass er eine halbwegs flexible Moral hat, aber für so eine komplette Ratten wie ein Rufus kommt da einfach keinerlei Sympathie auf. 0! 0,5 vielleicht, müsst ihr den nachmessen. Habe jetzt aber keine Lust. Aber es ist wenigstens ein guter Ausgangspunkt für den Charakter, weil er sich dann natürlich noch entwickeln kann. Theoretisch. Schauen wir mal. Also, obere Aufstiegsstation am nächsten Abend hervorragend. Dann muss nur Goal bis dahin wach und gesund sein. Oder zumindest transportabel. Hauptsächlich ist er aber momentan weg. Aber wo ist Goal? Was zum Hey? Was soll das? Gizmo! Ah, schon okay. Muss nicht hören, was die Leute sagen. Macht's ruhig nur lauter. Hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch. Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Vielleicht denkt sie jetzt also mancher, eigentlich kann das Spiel hier aufhören und es war mehr oder weniger gutes Ende für die meisten Leute. Verständlich, aber nicht ganz. Rufus hat zwar so viel Menschenverstand und Liebe wie der Gericht in einem Luxusrestaurant tatsächlich das Essen auf dem Teller. Und ein Taktgefühl wie der Lars Ulrich, aber scheinbar trotz allem noch mehr Integrität als lokale Bullerei. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Als er hört, dass Goal momentan beim Wenzel einquartiert ist, marschiert nämlich gerade der Organon ein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Der Teil mit der Integrität kommt gleich, versprochen. Amtmann Argus, Organon Hauptverwaltung. Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Um die Zeit sollte er auf dem Sofa sitzen. Wenn Sie also auf Kniehöhe durch die Tür schießen, treffen Sie ziemlich sicher seinen Kopf. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Nachdem die SSler wieder abgezogen sind, machen wir uns einen Ausbruch und nutzen dafür die Tatsache, dass der Gizmo neben seine 3 Jobs einen ordentlichen Schlag hat. Okay, wahrscheinlich eher wegen seine 3 Jobs. Zum Glück werden in diesem Kaff ständig Brände gelegt. Wir kriegen mit fix. Ich hoffe, das war gerade nicht zu laut, ich hab beim Gestikulieren aufs Mikrofon droschen. Wir kriegen den Typen jetzt in Feuerwehrmodus mit der Macht der Klischees. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch Alarm! Alarm! Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz! 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 Frechheit siegt. Dann schneiden wir mal beim Wenzel rein und holen unsere Eintrittskarte, die Liebe unseres Lebens ab. Warum schaut die Kartoffel aus wie Hugh Hefner? Wenzel? Rufus? Was?
Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Toni, du? Es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Habe ich etwa danach gefragt? Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. It rubs the lotion on its skin. Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Ah, meine Augen. Jetzt tu mal nicht so. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. Erst fragst du natürlich, was an dem Aussehen bitte auszusetzen gab. Aber wenn einem auffällt, dass die Alte sogar in der Dusche raucht, merci, da kannst du gleich einen Aschenbecher ausschlecken. Habe ich schon mal erwähnt, dass jeder in dem Spiel ein Wichser ist? Goal. Schränken, so eng. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Von Unterschlupfgewehren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Wie war nochmal das alte Sprichwort? Wer braucht schon Freund? Punkt. Jetzt aber schnell. Alles, was wir hier da müssen, oder Kindern, um genau zu sein, ist die Tür zum Verbarrikadieren und zwar mit unserer windigen Wünschelruten da. Jetzt muss allerdings ein Wunder passieren. Was? Oha. Das war kein Wunder, das war ein Krampf, aber vor allem war es ein guter Aufhänger für einen Cliffhanger. Cliffhanger kommt ursprünglich aus einem Fortsetzungsroman namens... habt ihr das auch gerade so ein Déjà-vu? Oh, Déjà-vu. What did you just say? Ja, anscheinend habe ich das Ende vom ersten Teil eigentlich hier geplant und habe gerade komplett hirnlos die Hälften von dem Zeug nochmal gelesen, bis ich es checkt habe. Gut, gibt's heute keine Belohnungsschoki für den Granti. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf nem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Unsere Flucht führt uns zu Kapitel 2, mitten in den nächsten Schrottberg hinein. Wo sind wir hier eigentlich? Das E-Mail-Sagen Ruhrgebiet, aber... Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für Ungutsüße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goal darüber zu bekommen. Auf geht's! Im Hintergrund wollte man übrigens auch wieder eins von den speziellen Rätsel zu sehen, wie bei dem Code vorher. Wer weiß noch, wie man das nennt? Ja, YouTube hat jetzt eine Quiz-Funktion und das hier ist eins. Bin gespannt, ob der Scheiß funktioniert. Schaut mal rechts oben auf eurem Bildschirm, eventuell müsst ihr aus dem Vollbildmodus raus oder ihr druckt unter dem Video auf mehr und findet es da. Was tut man nicht alles für mehr Interaktion und Reichweite? Wisst ihr was, wenn mehr als 5 Leute hier mitmachen, dann gibt es beim nächsten Video ein Foto von mir in der Badwanne. Jetzt kämmt schon, meine Fruchtfliegen brauchen was zum Essen. Wir erkunden ein bisschen die Umgebung und ausgerechnet der Rufus, der gerade eben noch blöd über Golds Gewicht geredet hat, bringt die Brücke zum Einsturz. Nach dem schlechtesten Aufprall-Soundeffekt aller Zeiten bleibt jetzt nur noch der Kran als Option, um unser Orbit 11 wieder rüber zu wuchten. Aber das drum ist für alles auf dem Planeten Schrott. Jetzt komm schon.
verdammt. Und es war jetzt ein billiges Horrorspiel, darf man als nächstes eine defekte Sicherung austauschen. Ich hätte übrigens gerne mal ein Horrorspiel, in dem der Protagonist der Handwerker ist. Und dauernd musst du irgendwelche Sicherungen austauschen oder Batterien finden. 3/4 von den Tieren haben zugespart oder kaputt und wenn's offen sind, muss man es zunageln oder sonst wer verbarrikadieren. Geheimgänge müssen aufbrochen oder wieder blockiert werden. Spul mir ein Schlosser in Silent Hill, das drum ist in einer halben Stunde erledigt. Auf jeden Fall geht's jetzt erst einmal per Pedes weiter. Pedes hab ich gesagt, das ist lateinisch fürs Fußgehen und nicht Herz auf zum Lachen. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Da finden wir schon mal kein Ersatzteil, aber vielleicht auch ein Bildschirm weiter. Huh? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Was haben wir denn da? Jemanden, der uns noch nicht kennt. Heute muss unser Glückstag sein. Endlich mal jemand, der uns nicht standardmäßig hasst. Vielleicht können wir sogar mal einen guten Eindruck hinterlassen. Aber vorher stopfen wir uns natürlich Taschen mit Müll voll. Ich fühle mich jetzt hier in die Spiele irgendwie immer nackert mit dem leeren Inventar. So besitzt beim Handumdrehen ein rotes Glühbirndl und einen dreckigen Spiegel. Jetzt ist noch ein Ölofer und wir haben fast die ganze Einrichtung von meinem ersten WG-Zimmer. Neben einem zugesparten Kasten gibt's ja auch wieder so einen Moment, wo der Humor bei mir voll ins Schwarze trifft. Eins steht fest, das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Zu hoch. Na schauen wir mal, wer der Schnauzbartbesitzer da überhaupt ist. Wer bist du? Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Sympathisch haben wir ihm also schon mal, das ist ein Anfang. Und wo die Aufstiegsstation ist, weiß er ebenfalls. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Ast rein. Außerdem können wir um Hilfe bitten bei unseren Bastlerprobleme. Woraufhin er erst einmal unterste Schublade im Spaßschrankerl aufreißt. Meine Freundin ist zu schwer. Da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist. Das ist zu spät. Nein. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. Sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Weißt du, wo Frauen Fernbedienungen hinlegen? Auf dem Fernseher! Da der Doc aber nicht nur Erfinder und Hirnchirurg ist, sondern scheinbar auch Dr. Sommer. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Stellen wir ihm die wirklich wichtigen Fragen. Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Ich hab das dumme Gefühl, da kommt ein Rätsel auf uns zu und ich weiß nicht, ob es mengen wird. Eine letzte Frage haben wir noch. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers, ja. Vertrauenserweckend, wenn ein Hirnchirurg sauft. Und dem wollen wir die Gaul und das Messer schirmen? Wahrscheinlich ist das dieselbe Sorte Mensch wie die Autofahrer, die sagen, wenn ich angesoffen bin, ja fahr ich viel besser, dann passe ich nämlich mehr auf, weil ich weiß, dass ich einen Rausch hab. Na, ist total sinnvoll, ich bin da genauso. Vor einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel drische ich mir immer einen Schädel an, wenn dann rede ich nämlich viel überlegter, weil ich weiß, dass ich Gehirnerschütterung hab. Mein Schraubenzieher bitte! Du dumme Sau! Aus Gründen der Zahnhygiene wird dann der Schnaps geschnappt und wir schwärmen uns das Mai damit aus. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich.
Was ist jetzt dein Problem? Hast du nicht gerade noch gesagt, dass Alkohol desinfiziert? Aber gut, irgendwo werden wir schon Putzlumpen finden. Wichtiger ist aber erst einmal das Mainbike. Schaut aus, als jetzt kommt Minecraft. Vielleicht sollte ich wirklich mal wieder schlafen. Jeff, when do you sleep? Sunday. Wenn wir am Doc erzählen, dass das Mainbike im Arsch ist, dann hat er erstaunlicherweise nicht bloß einen Tipp, sondern sogar das passende Gerät für uns. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Oh na. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Ich hab das dumme Gefühl, da kommt ein Rätsel auf uns zu und ich weiß nicht, ob es mir nicht. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Als wir versuchen, das Viecherlei zu bauen, pfeffert's der Rufus mit seinen schmierigen Bratzen natürlich gleich mal gezielt in den Schrotthaufen. Upsi. Hoffentlich ist er noch heil. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Also das Prinzip ist an sich natürlich klar, nämlich dass man Docs Beziehungstipps hier auf die verschiedenen Komponenten anwenden soll. Damit wir nicht hin und her laufen müssen, haben sie uns da oben sogar sein ganz Gebrabbel hinklatscht. Somit ist das Rätsel auch für den größten Deppen nur lösbar und es gibt absolut keinen Grund. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Der Doc hätt's vermutlich gar nicht erst geschmissen, du fettfingeriger Grobmotoriker. Nachdem wir dann nur das Einzige entfernt haben, was uns minimale Sicherheit garantiert hätte, dürfen wir endlich loslegen. Wow, eine Lux 4000 Powerfunzel. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast? Yippie! Ein Hebel! Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin. Als Orientierungslegastheniker fühle ich mich gleichzeitig repräsentiert und verarscht. Danach drescht man nur auf den roten Knopf, als war jetzt der Like-Button bei einem Granti-Video und landen in der Steuerzentrale. Bitte lauft's nicht weg. Hier gibt's... was minken die Leute? Wir haben hässliche Furbies. Überteuerten Pistazienschlatz. Beides. Kommt's zurück. No! Don't go! Steuern können wir hier allerdings gar nichts, weil wir keine Ahnung haben, was ist. Alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Und den Kasten da kriegen wir auch nicht auf. Abgeschlossen. Aber wenigstens gibt's einen Lappen, mit dem wir Zeug putzen können. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Draußen öffnet man nur einen Geheimgang. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Und spielen wir mit dem Hebel umeinander, ohne zu wissen, was der tut. Der tut zum einen, dass das Lamperl da rot lampert und dass der Rippenrudi von vorher jetzt der Etagen tiefer hängt und wir an einen neuen Schlüssel kommen. Ich habe aus Versehen 2 mit draufgeklickt und das hat mir dann nur einen Hax eingebracht. Ups. Außerdem reinigen wir, und ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen hier, den Promilletank vom Doc mit unserem neuen Lappen und danach mit eben jenem unseren Spiegel. Hallo, kommst du öfter hierher? Der neue Schlüssel spart den Kasten in der Steuerzentrale auf und da drin ist ein 8-Gang-Schlüssel, der uns wiederum eine frische Sicherung einbringt. Und damit lasst sie dann endlich der gottverdammte Kran starten. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mainbike hieven und wham! Wo ist das Mainbike? Ja, das habe ich eventuell vergessen, aber das kriegen wir schon noch hin. Erst einmal braucht man den Hebel, den wir in der Kurven gesehen haben. Hey, ein Hebel! Den müssten wir nämlich da einbauen. Einfach so kämen wir aktuell aber nicht durch den Tunnel, weil sich der Rufus seinen Fuß ruiniert und deswegen müssen wir davor für Licht sorgen. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au! Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das wiederum haut hin, indem wir die Superfunzel 4000 da einbauen und dann mit Hilfe von unserem mittlerweile sauberen Spiegel das Licht in den Tunnel lenken. Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen. Blöderweise ist der Spiegel nur in der richtigen Position, wenn die Lampen aus ist und entsprechend auch andersrum. Deswegen drehen wir den Strom in die andere Richtung und zack, Tunnel erleuchtet. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Dann hat die deponianische Käferfarm nochmal zugeschlagen. Ha, das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. Und zu guter Letzt darf man leere Flaschen und einen weichen Hebel einstecken. Was mich daran erinnert, dass ich früher auch allen möglichen Scheißdreck mit heimgezogen habe, wenn die Leute im Viertel einen Sperrmüll ausgestellt haben. Nachdem der Hebel wieder da steckt, wo er hinkehrt, wechselt das Mainbike auf die richtige Spur und wir können es endlich da parken, wo wir es haben wollen.
damit bleibt uns nur noch Goal möglichst schonend vor einem Schubkarren in den nächsten zum Buxieren. Das wird ein Kinderspiel. Finish her! Fatality. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Weißt, mittlerweile bin ich die komplette Wurstigkeit von dem Kollegen so ziemlich gewohnt. Wenn Gaul unterwegs verreckert hat, müssen wir vermutlich nur einen Brustkorb mit einem Wangheber aufspreizen, ein Babyphone einstopfen und sie wieder Marionetten durch Gegenschirm, während der Rufus sowas kommentiert wie: Ich höre keine Beschwerden. Außerdem, früher oder später hätte sie eh nach meiner Pfeife getanzt. Endstation Elysium. Scheißegal, wer dazwischen auf den Schienen liegt. Ja, dann fragen wir halt den Doc, wie er die Ruhe bewahrt. Ich bin mir relativ sicher, dass das an seinem Bordwannenbrandy liegt, bloß der ist aktuell tabu für uns. Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Man kann ja aber 2 Storner mit einem Glashaus essen, indem man um Hilfe fragt. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Das hast du jetzt davor, dass du uns helfen willst, Trottel. Lass ihn einfach auf dich wirken. Gut so. Die Meditation besteht kurz gesagt daraus, dass wir am Horizont von einem Fleck zum anderen schauen und so aus den Buchstaben ein Wort zusammenbauen, das wir dann der Welt mitteilen. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Blöd in der Gegend rumschauen, Schmarrn und dann einen Schnaps hinter die Hand zur Beruhigung? Also wenn es nach dem gegangen hat, haben wir in Minga einmal im Jahr Massenmeditation auf dem Oktoberfest. Probieren wir es mal aus. Also gut. Horizont fixieren, Konzentration. Und irgendwas mache ich falsch. Da der Rufus nicht wirklich was an Flexibilität zu bieten hat, außer moralisch, müsste man den Teil mit dem Hax hinterm Kopf improvisieren und ich find's genial. Es hat einfach wieder was von Monkey Island 1, wo wir eigentlich einen menschlichen Schädel für unser Gulaschbrei hatten, aber der Guybrush einfach eine Piratenflaggen in Suppen schmeißt, weil ein Schädel drauf ist. Es ist richtig gut. Bein hinterm Kopf, check. Wir lassen unsere Glotzbällchen über die gleiche Routen wandern wie der Doc vorher und teilen der Welt mit, dass wir sind, bevor wir uns Docs Sperrmüllbärwurz ins Gesicht schütten, was uns befähigt, unser komatöses Ticket nach Elysium aufs Mainbike zum Schmeißen. Das sind so Sachen, die sogar mit allem Kontext der Welt nach Schwachsinn klingen, aber was soll's. Nach dem Spiegeltrinker-Simulator können wir jedenfalls endlich einen Abgang aus dem Abfall machen. Vorher müssen wir allerdings in der Steuerzentrale noch eine Minispur hinter uns bringen. Diesmal kehren die Minenschienen mit den Hebeln umgestellt, bis wir bei der anderen Seite rauskommen. Und das ist tatsächlich extrem schnell erledigt. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Jungs? Warte. Mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass er nur noch 2 Tage bis zur Rente gehabt hätte. Hey, ich lebe noch. Die untere Aufstiegsstation. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast. Hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Willst du lieber langweilig getragen werden? Oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen, von der Belohnung mal abgesehen. Doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms.
Wir kommen unserem Ziel endlich näher und na, mir ist nicht entgangen, dass die einzige Möglichkeit von Rufus sein Ziel zu erreichen den Namen Goal tragt. Der Abschnitt hier geht mit einem Rätsel los, das ich einfach nicht nur loben kann. Die da schissene Zuckerwatten-Monstrosität da. Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Aha, 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. Beim ersten Mal zocken muss ich da locker 10 Minuten umeinander gefieselt haben, bis mir zu blöd geworden ist und ich einfach den Rest vom Raum angeschaut habe. Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum ein Stecker? Och nö. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Genial. Na, das ist keine Ironie. Ich feier's wirklich, wenn so eiskalt mit Klischees gebrochen wird. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Gut, Zuckerwatten muss noch warten. Was kann der kosten da? Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Mei, es ist wenigstens eine ehrliche Werbung statt so einem Scheißdreck wie Bärchenwurst. Als ob wir nicht sowieso schon viel zwing Ahnung davon hätten, wo unser Essen herkommt und was damit machen. Na, am besten gern mal nur so, es war ein industrialisierter Massenmord an Viecherl was Niedliches. Apropos. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Gibt's hier vielleicht irgendwo noch einen Ananasautomaten? Ich hätte gern einmal eine Pizza Vomitare. Da haben wir lieber Pfotzen ans DJ-Key. Wie es jetzt so ist, beim Steckerlfisch ist der beste Teil das Steckerl. Vor allem, weil wir es gleich mit der Zuckerwattenmaschine benutzen können. Hier haben wir die Wahl zwischen 3 Geschmacksrichtungen. Standardmäßig ist ähnlich wie mein Humor geschmacklos. Man schmeckt nicht mal den Zucker. Und ob die anderen zwei jetzt besser oder schlechter sind, das dürft ihr selber entscheiden. Jetzt steht er auf Calzone. Jetzt steht er auf Phosphor. Das nehmen wir doch. Ich meine, es ist garantiert hochgiftig, aber wir haben ja gerade eine Sardine gefressen und es war das Normalste auf der Welt, dann schafft man Phosphor auch noch. Weil ich das Gefühl habe, dass wir das für was anderes brauchen. Und nicht lang drauf sehen wir auch schon wofür. Beziehungsweise wir sehen es nicht. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Wenn wir jetzt gerade ein Licht hätten, mit dem wir unsere Phosphorwattenfackel aufladen könnten. Damit erleuchten wir jetzt nur ein paar Mosaike und außerdem die Geschichte von Deponia. Lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Noch 2 so Fenster ist uns leider träge im Weg. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Ja, Rufus, ich fürchte, du musst noch mal putzen. Aber womit halt? Nach einem Haufen umeinanderlaufen habe ich dann zufällig entdeckt, dass es da noch weitergeht. Das Spiel strengt sich nicht unbedingt an, um das zum sagen, aber fairerweise, es gab eine theoretische Highlight-Funktion auf der Leertasten, also das geht wohl auf mein Kappi. Was in meinen Mantel geht, ist ein schöner Stor und dann stehen wir endlich vor dem Aufzug. Der ist aktuell leider nur Sackgassen, weil, wie Rufus korrekt bemerkt, nix hier gescheit funktioniert. Verdammt, funktioniert denn hier gar nichts? Aber wenigstens finden wir komplette Hausmeisterausrüstung bestehend aus Surfer, Mop und Eimer. Die Seife ist dreckig. Ha, was machst du jetzt, du aufgeblasener Hygieneklumpen? Und da alles in unserem Inventar seinen Nutzen aus dem Gefahrenpotenzial zum ziehen scheint, lassen wir den Eimer nicht leer, sondern füllen wir mit der radioaktiven Ahoi-Brause, die hier so als Wasser durchgeht. Damit fetzt man zurück zu dem dreckerten Mosaik und nachdem wir alles mit Sillet Gangbang eingeschmiert haben, wischt man scheinfrei und selbstverständlich muss dabei auch noch was kaputt gehen. Und selbstverständlich klauen wir den kaputten Scheißträger auch noch auf. Ich frage mich, warum wir nicht einfach gleich einen Waschbären spulen. Nachdem wir die Scheiben zum Leichten gebracht haben, haben wir immerhin einen halberten Fahrstuhl gehabt. Hey, hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Mist. Ich habe vorher übrigens noch eine Glasschirm aufgekommen, die braucht man jetzt. Aber auch wenn man den Code mit dem Kaugummi, der Glasschirm und einem Haufen Geduld repariert, der Rufus war nicht der Rufus, wenn er nicht sofort alles schlimmer machen hat. Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. So finden wir Taschenlampen und Apps, über das man sich eigentlich freuen sollte.
Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Das Traurige ist die Lektion aus dem Ganzen. Hätte man das Mosaik nämlich gleich zerdeppert, hätten wir unsere Arbeit erspart und warten sofort zum gewünschten Ergebnis gekommen. Das ist ja genau das, was der Rufus braucht. Noch weniger Anreiz zum Erhalt seiner Umgebung. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer, aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Hoffen wir, dass das jetzt gelangt, um einen Aufzug endlich in Fahrt zu bringen. Ja, Tatsache, Ziel erreicht. Zumindest bis wortwörtlich der nächste Scheißträger um Kurven kommt. Ein Beamtenkreuzer. Beamtenkreuzer? Wir nennen sowas Polizeiauto. Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Gut, dann forscht man da mal nach. Vorher packen wir allerdings noch meine persönliche Kriegsflaggen ein. Weiße Axt auf weißem Grund. Und einen Schnörkel vom örtlichen Treppenglander. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. Um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an Ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei Ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Überraschung. Die Oberschicht und die Darth Vader Fascho-Verschnitte arbeiten zusammen und sind Bäs. Nur eine Überraschung. Der Typ, der ausschaut wie mir, ist grundunsympathisch. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Letzte Überraschung. Rufus hat keinen Plan, aber einen Haufen Tatendrang. Werden wir sehen, was dabei rauskommt. Cletus! Rufus! Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Okay, das wird wieder eins von denen Gespräche, ha? Weißt was? Den Humorersatz bock ich gerade überhaupt nicht. Ich lege mir jetzt ein paar T-Shirts in den Kühlschrank, hier drin hat es 38 Grad und im Sommer ist das Schlimmste auf der Welt. Ich möchte eigentlich in einer Kugel Mango-Eis leben, aber das... Und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Wenn man nur einmal was erzählen möchte, dass es keine Erderwärmung gibt, dann macht er aber Bekanntschaft mit dem Lord Elrond aus dem Gesichtsbruchtal. So, wieder da. Ist das hier schon lustiger geworden? Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Also, große Enthüllung, Deponia soll gesprengt werden, mit allem Geschwär, das drauf wohnt.
Man kann hier zwar versuchen, irgendwie einen Helden zu spielen, aber erstens, es läuft hier alles drauf raus, dass Rufus Goal heute unseren Egoismus auf die Spitzen treibt, indem er für ein gemütliches Leben sogar einen fucking Genozid in Kauf nimmt. Der Weg zur Goal wird erstmal durch den Argus blockiert, aber da das Licht hier unten nicht der Wahnsinn ist, kann man vielleicht verarschen, indem wir uns die Ähnlichkeit zum Klötus zunutze machen. Tödliche Schusswaffe. Check. Okay, das ist mir auch noch nie passiert. Eigentlich wollte der Verkleidung basteln, aber dann ist er Schusswaffenwohn. Naja. Munition? Check. Umbringen können wir den Typen leider nicht, also arbeiten wir weiter am Verkleidungsplan. Wir haben die Flagge als Umhang und den Mob kann man als Toupet hernehmen, allerdings erst nachdem man durch einen Öltank gezogen hat. Jetzt braucht man bloß noch einen Ersatz für den hässlichen Heckspoiler von einem Grong und da wir in der Auswahl an Szenerien und Gegenständen gerade relativ eingeschränkt sind, soll jetzt nicht ewig dauern, bis man auf die richtige Lösung kommt, auch wenn es nur durch Rumprobieren ist. Und welche Überraschung, wir müssen dafür wieder was kaputt machen. Jetzt kombinieren wir noch unseren Mobstecker mit dem Schnörkel, greien uns das nächste Stück als Schrott und damit ist unser Klötus-Klamotte komplett, womit wir mit dem Organon-Fuzzi endlich rennen können. Übrigens, das Wort Organon kommt nicht von irgendwoher, sondern von Griechenland. Organon heißt Werkzeug, was dem Spiel gleich nochmal satirischere Noten gibt, weil das böse Paramilitär halt genau das ist. Außerdem gibt es noch als Organon-Modell der Kommunikation und von daher kenne ich das Wort zumindest. Mein normales Griechisch hört beim Malaka auf. Das Organon-Modell von Karl Bühler stellt alle Aspekte von Kommunikation dar und erklärt, welche Ebenen unser Miteinanderreden so hat, welche wann im Vordergrund stehen etc. Kurzum, es erläutert, warum Sprache in erster Linie ein Werkzeug ist. Beim Rufus ist eher so, dass er mangelnde Kommunikationskenntnisse mit fehlende Werkzeugkenntnisse ausgleicht, aber trotzdem alles irgendwie hinbirgt. Lebenskünstler halt. Unser aktuelles Kunstwerk sind wir selber, mit einem öligen Mob als Perücken, einem kaputten Lampenschirm als Grong und einer Flagge als Umhang. Man sieht das Ganze leider nie, aber in meinem Kopf schauen wir aus, als hätte die Theatergruppen vom Sepp Hirschfegler Gymnasium beschlossen, eine futuristische Interpretation von Grease auf die Füße zu stellen. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Haben Sie denn die Datasette bereit? Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann! Uns läuft die Zeit davon. Da haben wir noch mal Muscle Cord. Die Datasetten können wir uns vom Klötus holen, auch wenn es der noch ungern rausruckt. Ich brauche die Backup-Datasette. Und wozu, wenn ich fragen darf? Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht ihr gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat. Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Aber, Amtmann, lassen Sie den Botschafter passieren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Natürlich. Mir hat schon immer fasziniert, wie man ständig mehr Glück als Verstand haben kann. Aber eigentlich ist es relativ simpel. Man muss nur generell wenig nur Verstand haben, dann hat man immer mehr Glück. Jetzt braucht man bloß nicht Goal, aber das ist aber wirklich kein Problem. No, God, please, no! 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 Haben wir mir ein Dusel, dass wer oder was er immer unser Dirndl verzogen hat, durch die Phosphorlackung gestiefelt sein muss. Und dass wir Taschenlampen dabei haben. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Warum habe ich in meinem Outlast-Video schon die Witze über den Frankfurter Hauptbahnhof verbrochen? Kruzifix. Für Rufus ist das eine super Gelegenheit, die fehlenden Buchstaben für sein Hepatitis-Sammelalbum zu finden. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? SpongeBob schon mal nicht. Das Heu im Nadelhaufen finden! Bei der Folge hat übrigens fucking Pantera einen Soundtrack geschrieben. Nur so am Rande. Fernsehen hat mehr Qualität gehabt. Wie sehr magst du denn Krankenschwestern? Ja, ich stehe meistens auf, weil die im weißen Kittel da rumlaufen und so. Und das tört mich voll an. Irgendwas hat Goal also in das Abflussreal dort zart. Irgendwas mit übermenschlicher Kraft. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Gut, dass wir einen Stecker haben, der tut's nämlich auch.
Hier unten verspart uns in erster Linie Rufus unsägliche Faulheit den Weg. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Aber eventuell kann uns der Timmy weiterhelfen. Der Wal sieht hungrig aus. Grundsatz des Kapitalismus, ob unter Wasser oder drüber, große Fisch fressen kleine. Komm, Fischi, Fischi. Außer sie sagen's nicht. Deswegen können kleine Entwickler so lange kreativ und gut sein, bis ein großer Verlag angeschissen kommt. I think that goes in the circle. The square hole. You see a slot that would fit The semicircle. Semicircle? The semicircle. That's right, it's the square hole. We have the arch. The arch. The arch. You guessed it. The arch. It goes in the square hole. In unserem Fall wollen wir natürlich, dass das Dateien gesehen wird. Also ziehen wir es durch den Dreck, stellen es ins Scheinwerferlicht und hängen wir es auf. Warum klingt das wie ein Leitfaden von der Bildzeitung? Hier bin ich, hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Er hat sich das nicht ausgesucht. Kannst sagen, was du willst, aber Rufus' Hingabe an die Faulheit ist bewundernswert. Bevor er zusammenrammt, lasst er sich lieber unter Wasser von einem Walo greifen. So kommen wir jedenfalls zum nächsten Gebiet. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Na, wen haben wir denn da? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Da haben wir den einzigen Typen im Spiel, der nicht lästig, arschig oder egoistisch ist und Rufus hält dafür einen mörderischen Menschenhändler. Spricht Bände. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast? Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesem Piraten entführt? Haare aus, ich werde dich retten. Der Doc ist hier auch wieder an zum Treffer und will uns helfen, Goals Datasetten zum Reinigen. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Fast fallen gelassen. Da ist ja nur Staub auf den Kontakten, nichts weiter. Das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Leider ist Rufus und Co. alles Aloha und besser. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Und hey, da liegt der Schlüssel. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Wow, das war intellektuelles Sperrfeuer. Bevor wir uns an die Datasetten machen, schauen wir aber erstmal, was wir nur so an Reinigungsutensilien finden. So, offen. Der Schlüssel kann weg. Ich hasse einfach alles an dem Kerl, aber es ist so gottverdammt lustig, was für ein Bastard er ist. Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Wenn das mal nicht die perfekte Ausrüstung ist, um Epsi zu reinigen. Da soll ja sogar unser Grobmotoriker... Was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Lu wieder sauber. Das ist die Kirche Santuario de Misericordia in Borja, Spanien. 1930 hat ein Maler namens Elias García Martínez da als Geschenk für das Dorf etwas an die Innenwand von der Kirche pinselt, nämlich ein Gemälde namens Ecce Homo. Was zum einen siehe, der Mensch bedeutet und zum anderen eine gute Erinnerung daran ist, dass es im Lateinischen den Laut C nicht gegeben hat, sondern das als K zum Lesen ist. Weswegen es auch keinen Cäsar gibt, sondern nur einen Kaiser, der uns im Deutschen einen Kaisertitel eingebracht hat. Über die Jahre hat das Kunstwerk natürlich ein bisschen an Qualität eingebüßt und 2012 hat das Ganze so ungesund ausgeschaut, dass die damals 81-jährige Christin Cecilia Jiménez aus der Gemeinde mit dem Segen vom Pfarrer ihr Bestes gegeben hat, um das Drum privat zu restaurieren. Und ihr Arbeit werde ein ewiger Beweis dafür sein, was Glauben allein auch ohne Fachkenntnisse zu bewirken vermag. Das Ding ist mittlerweile als Ecce Mono bekannt oder, weil Mono Spanisch für Affe ist, Monkey Jesus. Er ist quasi auf der Stelle zum Meme wohnen, durch die Nachrichten gegangen und hat Borja über Nacht berühmt gemacht und Jiménez eigene Kunstwerke sind ohne Ende auf eBay gekauft worden, weil Leute 2012 anscheinend nur aus vollem Herzen über Epsi lachen haben können, ohne es Best zum Mornen. Heute ist das Ganze eine Touristenattraktion, bringt dem Ort einen Haufen Geld ein und es gibt 2 Filme und eine Oper drüber. Kannst du nicht ausdingen.
Der Jesus Schimpansus da bleibt jedenfalls ein leuchtendes Beispiel dafür, wie gute Absicht über schlechte Ausführung triumphieren kann. Cecilia Jimenez ist vor ein paar Monaten mit 94 Jahren gestorben, im Wissen, dass sie was Gutes für ihre Gemeinde da und im Glauben an ihren Gott ein gutes Leben gelebt hat. Rufus lebt im Glauben, dass er alles besser weiß und Gott ist. Dementsprechend... Gittebäh. Und wieder Staub. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Oh, Fusselalarm. Ei. Nicht gut. Ich hoffe, das gehört so. Ui, hier geht gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. So gut wie neu. Waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend, hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Ja, genau. Was soll bei einem beschädigten Hirnimplantat schon schief gehen? Die Reptiloiden. 12 Millionen Amerikaner glauben, dass sie wirklich existieren. Was? Wo bin ich? Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Goal ist also endlich wieder wach. Und noch besser, sie vertraut uns und lasst sie auf unseren Plan ein. Ja, ihr Hirnchip ist echt im Arsch. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? In Goals Fall auf einen Termin beim guten Chiropraktiker, weil es umeinander steht wie der Lester. Oh. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Egal, jetzt geht's drum, ne Xeng und ne Kerz zum werden. Splinter Cell Modus aktiviert. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Nach einem ganzen Haufen Blödsinn. Was war das? Eine Kuh. Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Muss man hier oben den Leuchtkegel von der an der Knarre beachten. Wenn wir das Schnabeltier dann von der richtigen Seite einsetzen und rüberlaufen, Hallo, ist da wer? ist der Weg zum Kran frei. Ich möchte kurz anmerken, dass die zwei Hamperer eigentlich immer noch eine Knarren haben, aber soll mir recht sein so. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Argus, der uns nochmal daran erinnert, dass wir Goals Erinnerungen löschen und die Aufstiegscodes beschaffen sollen, Wenn sie mich hintergehen, schneide ich ihnen persönlich ihren hässlichen Kopf ab. geht's zur finalen Konfrontation, am Bosskampf, der seinesgleichen sucht. Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha, und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den, dass ich nicht lache. Rufus ist dir um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Zu urteilen kann das niemand. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. So, und jetzt geht's am Klötus an Grong. Warte mal. Okay, das akzeptieren wir dann einfach. Ha, dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Es gibt immer noch eine Sache, die mich vollkommen von ihm unterscheidet. Oh Himmel. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Was tust du? Lass das.
Autsch! Nein, nicht! Elden Ring Kawaibacker mit seinen Bosse. Unser Happy End muss allerdings noch warten. Auf nach Elysium! Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das? Vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Goal. Er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe. Damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Oh, Goal, es tut mir leid. Bravo! Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier, zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Also wenn man an der Stelle nur erklären muss, dass der Rufus Teil vom Problem ist, dem ist eh nicht mehr zum Helfer. Ich glaube, die wollten sicher gehen, dass die Lektion deppensicher rübergebracht wird. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Wir kriegen hier leider keine Wahl, sondern eine Überblende, wie Rufus' Traum langsam in Erfüllung geht. Sehr, sehr langsam. Rudert schneller, du nutzlose Wurst! Da haben wir unseren Trip nach Elysium. Allerdings ist ein Guild-Trip. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ich kann's nicht glauben, entwickelt der Bur gerade echt sowas wie ein Gewissen. Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Auf nach Elysium. Na, das geht aber noch enthusiastischer, oder? Auf nach Elysium. Natürlich lassen sie uns hier ebenfalls keine Wahl, aber wie geil war es denn, wenn wir hier einfach konsequent Goal bis zum Ende durchrudern lassen? Bis wir in Elysium sind, so ähnlich wie in Far Cry 4. Stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. One eternity later. Fan-bloody-tastic. You, sir, are a gentleman. Maybe now we can finally shoot some goddamn guns. Aber na, es ist also Zeit zu beichten. Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Jetzt beruhige dich doch. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Hallo? Frauengold nehmen. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Es haut mich immer wieder so dermaßen zusammen, dass er nicht einmal versucht, sie aufzufangen. Das war jetzt das zweite Mal, du weißt genau, was passiert, wenn du ihr das Gameboy-Spiel aus dem Hirn ziehst. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Dann muss wie Goals Originalbewusstsein wieder her, das hier zwischen zwei mechanische Arschbacken steckt. Ich frage mich, ob denen klar war, was sie da gemacht haben. Das Gerät ist Cletus wie aus dem Gesicht geschnitten. Okay, das ist eine Antwort. Ganz vorbei ist dann doch noch nicht. Stattdessen dürfen wir uns nochmal mit Cletus rumschlagen. Hallo. Der leider letzten Endes sein Willen, seine Datasetten und sein Goal kriegt. Das könnte dir so passen. Gib ihm die Datasette. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Aber natürlich ist Rufus damit nicht aus dem Schneider. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Nicht so schnell, Freundchen. Du weißt zu viel. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört.
Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel. Oh, nee. Schnapp diesen Verräter! Erschießt ihn! Na, mein Freund, hast du was verloren? Die Datasette. Ähnlich wie bei Gabriel Knight 2 wechselt man für den allerletzten Teil kurz in Ego-Perspektiven. Da würde ich sagen, wenn wir nicht die ganze Zeit schon außer Ego-Perspektiven gespielt hätten. Weil der Rufus ein Egoist ist, versteht's? Mir ergreift man wortwörtlich unsere letzte Chance und es kommt, wie es kommen muss. Ich muss weg. Halt! Stopp! Was tust du? Alles klar, Kleiner? Ich würde sagen, ihm geht Spitze. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber... Ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Und das war's dann mit der Geschichte um Deponia. Der Kas ist in den Brunnen gefallen, das Kind ist gespitzt, das Badwasser ist ausgedrungen, ein Punkt heißt, es ist vorbei, ohne Wenn und Aber. Dürfen die das? Und das war Deponia. Ich habe eine Zeit lang überlegt, womit ich Deponia Vergleich erkannt hat und wie es zu bewerten darf und bin zum Entschluss gekommen, es ist wie der Burger, bei dem es das Zeug nicht hinten ausgedruckt, wenn es vorne reinbeißt. Eine angenehme Überraschung, über die man sich freut und immer wieder gern dran denkt, aber jetzt auch nicht der Grund, nur noch in den einen Laden zum Essen zu gehen. Der Grafikstil ist richtig gut und vor allem zeitlos. Es sind jede Menge Details und kleine Hintergrundanimationen da und trotzdem erkennt man relativ gut, was interaktive Gegenstände sein sollen und was Deko ist. Die Musik ist wenig, aber ganz nett. Die Nummer, die einem vermutlich am meisten im Kopf bleibt, ist Müll. Das meine ich nicht best, das heißt das so. Was bei der besonders cool ist, sind die eingebauten Geräusche, es da irgendwer in einem Schrotthaufen umeinander wühlen. Also wenn das nicht stimmig ist, weiß ich es auch nicht. Der Rest sind entweder Aufgüsse von der Müllnummer oder atmosphärischere Angelegenheiten. Und natürlich die Titelnummer namens O Organon, die vergisst man auch nicht so schnell. Außerdem gibt es nur die Liedl von Pokey zwischen die Kapitel, die halbwegs plotbezogen sind und eigentlich alle recht lustig. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas abwascht die Spüle verstopft. Über die Sprachausgabe kann man von der Qualität her eigentlich nichts sagen, außer dass sie ein paar Figuren recht gleich hören, was schnell erklärt ist. Ich finde allerdings beim Rhythmus von dem Gesprochenen wirkt es manchmal zusammengestückelt oder es da ein Satz den vorherigen überholen wollen, aber das kann auch bloß mein Höreindruck sein. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Aha, 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher.
Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mein-Bike hieven? Und nicht, dass der Neuauflage breichert, aber ich darf jetzt sonst was geben für eine Option, bei der einfach jeder Charakter vom Plankton gesprochen wird. Haben Sie Flüssigkeiten? Ja, ich habe eine ganze Ladung von diesem Assault Killer Death irgendwas. Um Himmels Willen, das ist nur ein Energy Drink. Godverdomme klootzak. Guck mal, ich habe auch einen Brief für dich, du Süße. Echo, wie viele Geschenke du langem Kater noch bringen wirst. Du wirst hier niemals wohnen. So viel süß bist du. Apropos Option, dass es nicht vergiss. Es gibt einen Spielmodus namens Troggelbecher. Wollt's wissen, was der macht? Wahnsinnig! Er macht wahnsinnig! Troggelbecher, 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 Troggelbecher. Troggelbecher. Generell habe ich nicht allzu viel zum Motzen gehabt bei dem Spiel und auch nur selten was, das ich enorm lobenswert fand. Deponia macht meistens Spaß, ohne humortechnisch wirklich neues Gebiet zu betreten. Die Geschichte ist ein Sammelsurium aus Sachen, die man schon kennt, ohne dass das schlecht war, und Charaktere haben auch nicht verkehrt, aber aus dem Rufus bleibt für mich persönlich keiner so richtig hängen. Einfach, weil er eine dermaßen destillierte Arschgeburt ist, dass alles jetzt spät ist. Das kann einen schon ziemlich aufregen, weil es einfach so hart drüber ist. Das ist kein intelligenter oder emotional nachvollziehbar verkrüppelter Charakter, der zynisch oder misanthropisch ist, wie der Hank Moody aus Californication oder der Dr. Cox aus Scrubs oder der Dr. House aus... Ja, vergessen, was die Serie heißt. Da ist ein gewisser cooler Kern da, der halt von Bewältigungsmechanismen überlagert ist, wohingegen der Rufus einfach die Quintessenz von Egomanie und Narzissmus ist. Das kann sie aufgrund von der Einseitigkeit schnell abnutzen, aber durch die schiere Ausprägung bleibt es am wenigsten ziemlich sicher im Gedächtnis. Die Welt ist natürlich das Herzstück von dem ganzen Spiel. Ein Müllplanet und eine Obrigkeit, den er hinter sich zurückgelassen hat, die Deponianer, die sie irgendwie mit allem arrangiert haben, bis auf Rufus, versteht sie, und das ferne, sagenumwobene Elysium. Das macht schon echt was her. Es hat einen Grund, dass sogar Rollenspiel für die Welt entworfen haben. Die Dialoge und ihren Humor haben bei solchen Spielen oft der Hauptpfeiler, finde ich. Zwischendurch habe ich des Öfteren gemault, dass der Humor oft flach fällt und das liegt einmal natürlich am persönlichen Geschmack, klar, aber zum anderen auch an die verwendeten Klischees. Oh Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Kindischen Blödsinn. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Schmarrn, der sogar mir viel zu cringy ist, und das sage ich als ein riesiger The Office-Fan. Öffnet die Pforte zum Espresso-Versum. Und wahrscheinlich auch einfach an der angestrebten Scherzdichte. Wenn's in jeder zweiten Zeile ein Witz, ein Wortspiel oder eine Beleidigung einbauen mehr hast, dann geht halt einfach einmal was daneben. Ich meine, ich verstehe die Entwickler da schon. Wenn ich jetzt 20 Sekunden in einem Video einfach nur beschreibe, was in einem Spiel passiert, dann fühle ich mich auch schon langweilig und unlustig. Und dann baue ich aus Zwang irgendwas Witziges ein. Was nichts daran ändert, dass ich langweilig und unlustig bin, aber und viel von dem Gescherden ist halt dann auch nicht so geschert. Ein paar Schüsse, die hier abgeben werden, wirken wie aus einer Erbsenpistole für jemanden, der mit schwarzhumorige Flakgeschütze wie South Park, Family Guy oder Drawn Together groß geworden ist. Zum Beispiel Tony. Der ihr einziger Charakterzug ist im Endeffekt Rufus nicht zum Mengen. Abgesehen davon, dass das auf die meisten anderen leider auch zutrifft, lasst das humoristisch halt einfach nicht so viel Spielraum, sodass man eigentlich nur noch auf Beleidigungen setzen kann. Und wenn man sich regelmäßig irgendwas von Jimmy Carr zum Beispiel anschaut, dann liegt der Maßstab für Beleidigungen und Bosheit halt einfach ganz woanders. If only Africa had more mosquito nets, then every year we could save millions of mosquitoes from dying needlessly of AIDS. Über sowas kann ich schon lachen. Meine Grenzen liegen woanders. Es gibt aber auch viel, das hier funktioniert oder wirklich gut durchdacht ist. Es fängt schon damit an, dass ein Doppelklick um das ewige Gerenne der Sport. Absolut unterschätzter Mechanismus bei Point-and-Click-Spiele. Dann so Kleinigkeiten wie das Code-Rätsel, das einfach mal ein bisschen aus dem Schema F ausbricht, ein idiotensicheres Inventar und dezente Hinweise, die oft vom Spiel selber geben werden. Diese Technik ist voll für die Katz. Es gibt keine spielerischen Sackgassen oder Tode, mal abgesehen von den erwähnten Bugs, dafür aber viel Gegenstände und ein Haufen inventarbasierter Rätsel. Den mag ich einfach besonders gern. Tödliche Schusswaffe. Check. Ein riesen Pluspunkt ist die Option, Minispiele zum Fenstern auszuschmeißen wie ein schreiendes Kind. Das ist einfach nicht die Art Logik, die mir liegt oder taugt, aber wer es mag, kann's machen. Perfekt gelöst. Ebenfalls hervorragend, die Leertasten. Bei so einer Art Spiel ist die Möglichkeit, sie alles Interaktive auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen, einfach ein Lebensretter und Frustreduzierer und soll halt immer als freiwillige Mechanik dabei sein. Was mir nur aufgefallen ist, am Anfang hat man ziemlich viele Aufgaben, die man parallel erledigen muss. Siehe, der Kaffee zum Beispiel. Da verzweigt sie alles ganz nett, man kommt herum in der Welt, aber gegen Ende wird es alles ein bisschen geradliniger. Schaut's mal, das ist eine Geschmackssache, mich stört's jetzt auch nicht narrisch, aber das letzte Drittel hat einfach ein anderes Spielegefühl. Und apropos Ende. Ja, es ist ein offenes Ende. Das liegt daran, dass Deponia von Haus aus als eine Trilogie konzipiert war. Aber man muss schon auch nach einem durchzockten Spiel irgendwie das Gefühl haben dürfen, dass man was erreicht hat. Ich meine, haben wir das Böse besiegt? Der Rufus lebt noch, also nicht wirklich. Wir haben in erster Linie für jeden alles schlimmer gemacht.
Fairerweise, ohne Rufus Intervention hätte niemand davon erfahren, dass Deponia ausradiert werden soll und jetzt kann man wenigstens theoretisch was dagegen unternehmen. Was nichts daran ändert, dass wir alles kaputt gemacht haben, was wir angelangt haben, rücksichtslos und dumm mit Menschen und Mizi-Leben gespielt haben und zumindest vorerst keins unserer Ziele erreicht haben. Wer weiß, vielleicht hätte Golan Klötus sogar irgendwie überzeugen können, Deponia einfach in Ruhe zu lassen, wenn Rufus sie nicht vom Kreuzer geschmissen und sie einen kompletten Organon zum Feind gemacht hätte. Flaschen umgeschmissen. Also na, ich fühle mich nicht wirklich, als hätte er was zerrissen im Großen und Ganzen. Aber im Gegensatz zu The Black Mirror kann es Deponia noch sehen, weil sehr viel vom Drumherum einfach für ein positives Spielerlebnis gesorgt hat und die einzelnen Aufgaben zu lösen sie trotzdem gut gefühlt hat. Da die Deponia also empfehlen, ja, schon, kriegt mindestens 7 von 10 Mülleimer. Wer ein kreatives Setting haben will mit der Geschichte, die über insgesamt 4 Teile geht und eine gewisse Toleranz für teils überstrapazierten Humor mitbringt und andere Kleinigkeiten, die es eventuell nicht braucht hättet, ich sieg euch schon den Derlick. Ich siege euch. Der soll jetzt einfach fallen lassen und einen Müllengel machen. So, das war's mit dem Video. Merci fürs Schauen vom Video. Bevor es euch schleicht, gebt mir einen Daumen hoch. Fix. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht da habt und klickt die Glocken. Das ist die heilige Dreifaltigkeit für uns YouTube-Bestätigungssuchteln. Ich hoffe, euch hat's taugt und keine Ahnung, hydriert euch gescheit. Der Sommer wird nur noch widerlicher. Ich papp hier an meinem Stuhl fest und wenn ich jetzt gleich aufstehe, dann bleibt entweder meine Haut an dem drum kleben oder das Dreckskunstleder an mir und beides ist absolut ekelhaft. Also am besten bleibt's drin, macht's Trollen zu und schaut euch Granti-Videos an. Ich sag jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.